das fängt ja einfach an, weil ich da umsetzen will, das natürlich immer dann gerne machen. Ein ganz herzliches Willkommen heute in der EBB. Es ist natürlich ein bisschen überrascht, dass wir so gut am Mist stehen und rauskriegen, für die Leute heute zum Sitzen zu kriegen. Steht mich immens. Dann ich für das Thema interessiert. Manchmal ist Nora Schleich, mit dem ich immer so ein Programmkoordinatrice an der Ausbildung. Und das ist ein Event machen wir nicht allein. Wir machen den zusammen mit der ADA, mit der Letzte Alzheimer Association, und am Infozentrum Demenz. Und wir freuen uns, wie gesagt, ganz herzlich, dass ihr hier seid. Wir freuen uns auch auf einen ganz guten Abend. Wir werden ein Stündchen hier im Panel schwatzen. Und dann haben wir noch eine gute halbe Stunde Zeit für andere, für Frohe, für Aussichten, was da ist. Also, wenn euch etwas auffällt, vergiss es nicht, wir sind nur, wir sind ganz gespannt auf euer Feedback. Dann haben wir doch gefilmt. Falls ihr nicht alles mitkriegt tut oder ganz länger mit nur gucken oder eigentlich mit denen von der Welt so länger gute Leute auf unserem YouTube-Channel oder auch alle die anderen Uhren davon, die hier an diesem Zyklus Tabuthemen stattfinden. Wir haben 2 Jahre angefangen, als mal Themen zu beschäftigen, die nicht so einfach sind, aber gesellschaftlich relevant, weil sie uns alle gut umgehen. Und die Uhren haben ein relativ großes Succès, weil die Leute aber wollen über Themen schwatzen, auch wenn sie irgendwie schwer sind. Du willst da mal heute nur dann das Hauptthema, weil auch kein einfach ist. Du willst da passt doch ein Tabuthema Demenz und die weiß Trauer. Und wenn du lässt Verlierer von etwas ganz heftig Emotionen aus. Und zwar besonders dann, wenn der sagt, was das wichtig ist, was relevant für uns ist, was das ausmischt, von dem wir uns identifizieren und das zu dem mischt, den wir sind. Und der Begriff Demenz sieht eigentlich schon, der Fall etwas wäscht, Mens, der Mental, der Verstand. Und das ist auch heute kein Seelenphänomen mehr eine unerkannte Volkskrankheit. Und es betrifft auch immer mehr Menschen und immer mehr Menschen werden in Zukunft immer zu dienen, sie wird als Angehörige oder als Betroffene. Und dann muss ich natürlich auch froh, was geschieht dann, wenn eine Person oder ich selber, wenn ich nicht mehr auf meine Gedanken kann, zurückgreifen, auf meine Erinnerungen oder auf mein Gehirn liest. Also wenn die kognitiv urteilende Kraft nicht mehr so da ist und so da auch nicht mehr die Zukunftsvisionen, die ich eigentlich immer hatte, an denen ich auch Angst mache. Wie ich dann da wie sind ich dann überhaupt noch, obwohl das von Familie wirkt, dass Omi nicht so aus, wie sie immer wäre und dass sie auch nie wert zu sein. Was bedeutet das für einen Mensch? Aber was hier eine Trauerarbeit kann und muss gemacht, wie für den Chance an Meister zu gehen, aber vielleicht doch trotz allem einen Sinn dran zu finden. Es gibt am Demenzprozess einen ganz speziellen Begriff für das Trauerarbeit und die heißt die weiße Trauer. Und ich schon gesagt, das Thema passt ganz wunderbar an als drei Tabuthemen, weil man heute etwas antizipieren muss, was einem Angst mischt, was ziemlich desagreabel ist, mit der Wahl aber mittlerweile zur Existenz bezogen wird. Aber wissen, dass das nicht einfach ist, weil wir uns ganz viel mehr gegen das Thema als möglichst viele Perspektiven zu belichten. Aber für das zunächst habe ich mal heute auch ein starkes Panel invitiert. Wir haben Madame Christine Darmaton, die als Chargée de Direction beim Infozentrum Demenz, und noch etwa auch hier in Uschkos, die zu diesem Abend gefordert wird. Merci Michael dafür. Wir haben den Herrn Marc Mausen, hier noch den Ungehörigen von der Schwerpunkt aus dem Demenz angefangen. Und wir haben halt Madame Claudine Wolf, die als Bénévole an der Alten- und an der Krankenpastoral, sie begleitet jeder Leute auf ihrem Leidensweg. Und wir geben den Abend ein bisschen strukturieren, weil wir immer schon wissen, wie einfach. Und zwar geben wir am Anfang über Demenz schwarzen ohne nur Demenz eine Infoveranstaltung zum Demenzthema zu machen, mehr für darauf hinzuschaffen, über den Verlust, der bei einer Demenz geschieht, und dann auch die Trauerarbeit, der ja in diesem speziellen Fall ein bisschen anders aussieht, aber nicht immer wichtig ist. Und dann habe ich mich immer gefragt, bei der Demenz, okay, mich schon immer gespannt, was der Verlust geht, das ist der Verstand. Was ist dann der Verstand überhaupt ganz genau? Und für den Westen ist der Verstand eigentlich eine zentrale Fähigkeit, mit der wir kommunizieren, wir planen, wir gestalten unseren Lebensentwurf. An diesem Punkt gehört der Verstand zentral zum Bewusstsein dazu. Und also auch zu unserer Identität. Indem wir so mehrmals mit Demenz beschäftigt werden, die noch an mehr technische, wissenschaftliche sind, die kann man vielleicht besser erklären, was geschieht, wenn Demenz stattfindet, was geht dann nur genau von mir. Madame Darmaton, vielleicht von dir, du bist immer Schweizer Beispiel. So, Christine zu mir, Dann bist du ganz gut geholfen. Ja, Demenz, wie du schon gesagt hast, ein Begriff Demenz, den ist schon zu kurz gegriffen. Demenz, der Verstand geht fort. Das ist ein Teil davon, aber das heißt nicht, dass
nicht mehr von der Person übrig bleibt. Also auch wenn der Verstand mit der Zeit von der Erkrankung so nur ist, also die kognitive Fähigkeiten los am Verlauf von der Erkrankung nur, mir trotzdem bleibt noch ganz viel vom Mensch übrig. Ich meine, das werden wir auch noch mal später darauf zurückkommen. Aber was geschieht dann? Also du hast von Verlusterfahrungen gesprochen. Und das ist effektiv so, dass am Verlauf von einer Demenzerkrankung die Kognitivfähigkeiten nur losen, also Konzentration, Aufmerksamkeit, Spruch, Gedächtnis natürlich, die nur losen ja, verloren gehen. Mit vielleicht noch eine andere Dimension, die zu der Verlusterfahrung dabei gehört, ist das auch am Verlauf der Erkrankung auch Persönlichkeit sich verändert. Und ich meine, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Persönlichkeit verändert sich und dadurch verändern sich auch Relationen. Relationen zwischen der Person, die erkrankt ist, und dem Entourage. Das ist ganz interessant, weil am Anfang geht man davon aus, dass zur Person sind der Verstand, die kognitive Fähigkeit, Ratio, wie man das so ja, unmittelbar notwendigerweise zugehört. Und ich habe das Gefühl, dass der Westen so die Vernunfttätigkeit als Ideal angesehen, und der ist auch oft seit der Aufklärungsbewegung im 18. Jahrhundert als das vollkommen Menschenbild eben angesehen, der Vernunftmensch. Das heißt wieder so, wenn der Mensch sein Verstand, also seine Vernunft verliert, ist er eigentlich keine Person mehr. Und die auch an den ethischen Debatten vorgestellt, ob dann überhaupt noch Personen sind, und sie kein zugängliches Bewusstsein haben. Und kann es sein, dass durch den Tabu Demenz, ich bin nicht mehr ich selber oder ich sehe kein ganzer Mensch mehr, sich noch immer so hartnäckig in unserer Gesellschaft hält. Also das ist dann eine ganz philosophische Debatte, weil die ich gar nicht so gesehen habe. Die wirklich so, die Person ist noch immer da. Die Person, die man Demenz lebt, ist noch immer ein Mensch à part entière. Hat Gefühle und kann auch durch seine Gefühle erreicht gehen. Und dadurch kann auch Kontakt und Kommunikation weiter bestehen bleiben. Also ich habe das gar nicht so krass gesehen, wie du das gerade beschrieben hast. Schon wie du es beschrieben, das auch nicht unbedingt mehr wie die Themen, die Debatte, die gefordert und das vielleicht ganz wirklich so reduziert. Obwohl, die gibt es ja auch bei Leuten, die betroffen sind und die begleitet sind. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, wie dir das erlebt, wenn eine Person eben nicht mehr so einen gewinnten Zugriff auf ihre kognitive Fähigkeiten hat. Ja, also wenn ich an Altersheim ging, war so eine Station, dann eine Unität, wo Leute, die Demenz leiden, betreut gehen. Und da fällt mir auf, und das am Anfang, das berührt mich immer ganz tief, das ist einfach die Form von Einsamkeit, die von denen Leute ausgenannt schmengen, nur nicht um an Einsamkeit, frequent auf Besuch, den sie kriegen, mit dem Gefühl von Verlassenheit, von Verunsicherung, weil ich bei ganz vielen Leuten am Anfang bemerkt. Und das hat mich immer ganz tief berührt. Ich habe am Kern von meiner Formation habe ein ganz schönes Témoignage von einer jungen Dame, einer jungen Frau, die Demenz erkrankt ist, über den geschwärmt. Blondine Prévost, das ist auch sie, die in Frankreich die Association Analien gegründet hat. Sie versucht verständlich zu machen, was die Demenz für sie im Alltag bedeutet. Und das hat mir geholfen, ein bisschen mehr auf die Leute anzugehen. Sie sehen zum Beispiel, wir sollen uns an die Lage von einer kranken Person setzen, an uns vorstellen, sie zu uns, den Himmel als gering mit Blutpunkten. Wo wir doch alle wissen, der Himmel ist blau. Und immer sagt die Person zu mir, der Himmel ist nicht blau. Was mischt das dann mit mir? Was lässt das an mir aus? Wie verunsichert das mich? Was muss ich da abgehen? Was muss ich loslassen selber? Und für allem, das hat mich am Anfang berührt, was für Vertrauen muss ich an die Gegenüber haben, für dass ich meine Realität loslassen und eine neue Realität umholen. Ich denke, das ist ein ganz schönes Témoignage, wo noch viele Facetten sind. Ich denke, das kann einem vielleicht helfen, ein bisschen zu verstehen, was an denen Leute, was den Challenge den Alltag für die Leute ist. Verstehen, auf der einen Seite nur vollziehen, ist ja quasi unmöglich. Nee, das ist sicher. Also mir einfach
dass die vielleicht denen Leute begegnet mit mehr Ruhe, mehr, wie soll ich so, mehr Empathie, Versichten verstehen, kann ich nicht ganz verstehen, das ist ganz sicher. Man kann jemand vielleicht mehr eine Chance auch drauf angehen, weil ich einfach selber so spricht, was ging der da mir machen? Denk, also, das tut mir auch schief. Wenn das so was gegen dat an mir machen, dann wir sind probieren wir nur Facetten ein bisschen mehr auszurichten. Dat, was ist dat? Das ist, wenn ich Sachen verliere, ne? Wenn ich mein gewinnten Alltag nicht mehr so kann machen oder wenn ich realisiere, dass andere Leute etwas Ernstes gesehen haben, ich immer davon wollen überzeugen. Besonders auch durchstehend Leute, ich bin ja froh mit denen. Aber ich verstehe die ja immer nicht und ich will mal ganz andere Sachen vormachen. Ich denke dann, als eine normale Reaktion denken sich vielleicht fehlt. Ne? Das so, Ne? perfid dann, weil ich selber merkt, es geschieht etwas mit Ja. mir und ich verstehe nicht ganz genau was. Ja, du bist gefragt, was ist die Erfahrung? Bei unserem Infocenter Demenz kommen ganztags Familien, die dann berichten, erzählen von, was eine Person an ihrer Familie dann, wie sie sich verändert. Und dann kriegen wir ganztags gefragt, wie merkt sie das? Merkt mein Bobi, merkt meine Mama, merkt meine Frau, dass sie am Gang aus sich zu verändern. Und ja, die Personen, die betroffen sind, die merken das ganz gut, also die Verlusterfahrung, die machen sie selber auch ganz konkret auch Alltag. Am Alltag drückt sich das dadurch aus, dass zum Beispiel Repären verloren gehen. Dass sie vielleicht nicht mehr richtig weiß, ja, was, also Gedächtnis lässt nur, ich fand vielleicht mich nicht mehr zurecht, außerhalb vom Haus, am Haus. Also all die kleinen Erfahrungen am Alltag, die immer so kleine Abschiede sind, ne? So kleine Sachen, die verloren gehen. Und da merken die Personen, die konzerniert sind, ganz, ganz gut selber. Also der Titel Trauer mussten, also Trauer, wir werden ja nur darüber wahrscheinlich schwätzen, als von verschiedenen Seiten zu gucken. Herr Mausen, dir sitzt gerade umfällt, kann ich so, weil er Schwerpap betroffen ist. Wie, die kennst den Schwerpap wahrscheinlich avant auch und nur auch manchen dran. Wie könnt ihr das vielleicht beschreiben, wenn du etwas verloren geht von einem Mensch, den eigentlich auch nicht gekannt wird? Wie kommst du sie? Also, ich kenne mich schwer, 35 Jahre an seiner Demenz, wird sich für 10 Jahre ganz besonders entwickelt. Und ich habe mir Gedanken gemacht, ich froh, was geht mit der Demenz verloren. An meiner Meinung und meinen Erfahrungen in der Erinnerung verloren. Ich merke bei ihm, dass er sich an Sachen erinnert, es ist eine ganz freie Kindheit, sein beliebtes Hobby von Musik machen, Musik spielen, mit auch nach seinem Beruf, wie das er selber betrieben hat, das fungiert. Das sind so kleine Punkte, die auch dann immer schwer machen oder ansonsten Familie sind mir verlegen, wenn mir genau von das hin hat vergisst oder nicht mehr weiß. Das betrifft das vielleicht mehr wie hier. Familie hin ist top hinweisen. Und du hast doch du Salon gehabt und du hast du, da geht es unsicher und das muss ich lernen, zum Beispiel als Familie. Und du nicht immer zu korrigieren, mir einfach zu akzeptieren, dass das nicht verloren wird. Ich meine, das. Ich habe ganz kein Problem. Dir merkt, dass ihm Erinnerungen fehlen. Und merkt ihn das dann auch, dass ihm die Erinnerungen fehlen oder wieder gibt? Wenn ihnen darauf hinweist, und du musst das auch wissen, oder weißt du nicht, dann merkt ihr nicht. Aber erst die Emotionen, die da können? Von dann ist gebe ich so ein bisschen perplex. Und ich meine, dass ich dir seine Gedanken, was will ich da nicht mehr? Finde ich das schlimm? Das weiß ich nicht. Das Details, du weißt, bei mir geht es da ran und da raus direkt. Ne? Was für mich ganz wichtig ist, ich meine, der Verstand geht nicht verloren, auch keine Persönlichkeit, die ändert sich. Ich meine, wir müssen halt viel mehr sich anstrengen, für Sachen unter Druck zu kriegen, gedanklich oder situativ. Und muss sich wirklich ein ganz neues Lebensetappe auffühlen an den Rand leben. Und das, wenn ich hier in meinen Zuspringen. Ne? Wir wollen hier aus einem Alltag gewährleist, respektiv
mat ungefähr macht über Duina, da geht hier mat, dann ass man umsprengen. Get dann umsprengt, wann sich mir rëmpfend van den Heimtouristen an Stift an der Kulturmielen oder wie ich genau oder wie wisst genau, du wiest nicht, dass das heilige Wunding hast. Ne? Und da muss einfach das immer halt so lenken, das mal da tun wir doch geplündert mit dir und so einfach versichern ein bisschen und Spur zu bringen, wir müssen nicht insistieren, ne? Das bringt schon nicht. Ne? Ein bisschen provokativ gefragt, auf den anderen gehen. Hinaus an der Hinsicht in anderen Gefällen für Eis Sache vergisst. Wir werden aber nach heute, dass in schlagfertig geht, sein Humor. Geht haut, wenn man an den Restaurant gehen, am Gilänschen Tisch, wo da sitzen, da sieht den, oh, man dann nicht Kind, wo ich mehr in Hoher gucken. Das so wir blamieren mehr als, wir so dann bleibt man hinaus, als ein Gedanke werden, dann geht das doch. Ne? Hinaus sicher, ne, wir gehen, hin arrangiert, ich gut man sagen, ernst zu sehen. Aber vor muss mehr als Familie viel mehr lernen, das zu akzeptieren. Das ist, an der ersten Etappe das immens schwer. Also mittlerweile man Techniken, was man darüber weggehen und dann verlangen den Druck dann noch sein anderes Thema und dann rückt sich Gedanken, die Gedanken verloren und dann nützt sich mehr Gedanken. Und dann ist einfach, da muss ich lernen als Familie. Das ist interessant, dass du sagst, da muss ich lernen und das ist eben noch neu. Weil was für ein kleinen Verlust erfahren, die sich progressiv immer steigert, weil immer mehr kleine Sachen verloren gehen und mir denen eigentlich etwas ganz Essentielles fängt, sich zu verlieren. Und mir haben eigentlich nicht so, wir sind so gewillt, Sachen zu verlieren oder Verlusterfahrungen gut zu meistern, weil ich muss ein bisschen probiert, den Begriff aufzuspringen zu gehen. Den gibt es zum Beispiel an dem geschichtlichen Wörterbuch von der geschichtlichen Grundbegriff von den Spruchgebrauch ab dem 18. Jahrhundert guckt, du hast den Begriff Verlust eigentlich schon gar nicht dran, weil ab dem 18. Jahrhundert, die wirst Aufklärungsbewegung, Demokratiebewegung, Revolutionen, du hast alles im Fortschritt gegangen, an Entwicklung, an Zukunftsoptimismus, an Atmosphäre gehen, an der Schmengen, dass du, dass die Liedvorstellungen auch gemacht und dass mir halt gar nicht so richtig Verletzlichkeit an Stagnation oder Regress oder Verlust können unerkennen. Und dann habe ich mich aber gefragt, das ist wahrscheinlich also die Schwester, dass der Verlust an der Krankheit ja eigentlich das zentral ist, weil den so in Wanke bringt. Der Verlust an eben, dass den nicht kann, in Zukunft fortschrittlich planen und den blauen Fortschrittsglaube nach hun. Das heißt, denk dir, dass es wirklich die Verlusterfahrung ist, die das größte Problem an der Krankheit durchstellt. Vielleicht gehen wir dann mal von dir laut beginnen. Ist der Verlust so zentral oder ist der Verlust an der Perzeption nicht zentral? Also ich denke auf jeden Fall Verlust als bei den älteren Leuten, ob sie eine Demenz leiden oder nicht, den ist ganz groß, einfach loslos an Schmengen. Jeder von uns merkt von den Jahren, dann sind verschiedene Sachen, die am Körper nicht mehr so funktionieren. Oder auch haben noch die nicht mehr so oder direkt eine Form von Demenz ist. Und ich denke, allgemein an unserer Gesellschaft tun wir ein bisschen schwer mit lastlosen Verlust. Und dann aber nach einer Zukunft gesehen oder nach als Anfang auf das, was wir noch können konzentrieren, das ist effektiv ein Zeichen, weil wir bei älteren Leuten begegnen. Ich denke, für Leute, die unter einer Demenz leiden, wo sie am Anfang aber auch ganz klar realisieren, weil ich denke, genau die Dame, die ich vorhin zitiert habe, die hat gesagt, ihr dir alle gut gemerkt, dass bei mir etwas nicht klappt. Und ich gemerkt, muss mich immens konzentrieren, ob nicht nur das, was er sagt, sondern ob das, was er ausstrahlt, die Gefühle, der Bewegung viel können zu interpretieren, viel die Meinung können auszugleichen. Ich denke, das vielleicht ein bisschen zu vergleichen, was von ihnen nicht so gut her. Da versuche ich noch an der Mimik von den Leuten oder dadurch, dass in sich umhängt und bestimmte Wörter etwas den allgemeinen Sinn zu empfangen. Ja, Verlust, lastlose Mensch, als das an unserer Gesellschaft schwer ist, um Effektivität, bisschen, ja. Ja, wir sind eine Leistungsgesellschaft, Ja, wo einfach kein Platz dafür ausfindet. Und Leute, bei schon Konsultationen kommen, vielleicht kannst du auch kurz dazu sagen, wie das ausgesehen und als dann auch du das etwas verlieren, was Leute am meisten umtreibt, oder wie, was tust du da? Ja, also mir wirklich schon, das sind ganz viele Gespräche, die man holen mit unseren Klienten, das ist ein Thema Verlust oder echt auch Veränderung.
ganz Seelenweg geht direkt vom Verlust geschwart. Also braucht heißt ein Gespräch auch eine Zeit, ihr Leid dann wirklich merken, okay, ich schwätze über Verluste. Sie schwätzen echt über Veränderungen oder über Sachen, die sie nicht verstehen, also Familienangehörige, ne? Die dann so, und sie beschreiben eine Situation und dann gehen sie um oder ne, merkt ihnen du als so ein Unverständnis, du ein Recht, wann ihn dann Martin über Verlust schwätzt. Lässt dann etwas ab. Wir wirken an den Konsultationen bei, dass wirklich so war man dann auch über Trauer schwätzen an, auch darüber, dass die Erfahrung ganz normal ist und dass es doch wichtig ist, die Trauer zu erleben, dass da halt ganz viel auch ablässt an den Ängsten, die Familienangehörigen haben. Weil eben Begriff Trauer und auch an der Konsultation fällt sie wahrscheinlich die heftigsten Paletten und Emotionen do. Ich weiß, mir am Fall daheim hatte man dann Angst und auch Verbattertheit und auch Roserei und dann sind wahrscheinlich die Grundemotionen, die ja auch so essentiell sind, dass sie als wirklich am Extremfall wieder an extrem treiben können. Und wieder Detail etwas ganz Wichtiges betrifft, und die Emotionen auch präsent sind und auch schwer zu handeln am Alltag. Oder wie begegnet ihr dem? Also ich meine, dass der Verlustanfang bei denen Leid als jemand dem Demenzkranken leben. Ich meine, dass mein Schwerpunkt schon merkt, dass sie sagen, ich nicht zurückkriegen, wie hier passt sich immens gut und das nicht mit umgehen als eine Demenz, mir ist sie notschleifen. Das macht zum Beispiel, wenn ihr seht, weiß nicht mehr, wie anders das, ne? Das ist 40 geboren. Da kannst du selber rechnen, ne? Weil einfach im Weg für mal 2024 sind. Ne? Oder für ihn sind einfach andere Punkte, sind Auer oder das Tram dagegen. Also wenn sind Fragen mir am Hintergrund aus am Auto sitzt vier, ich fuhr dann hin, hat mich gefragt, schwer sitzt hinten dran, da guckt ihn ganz oft als nach da. Ne? Ich fange an, mir als Familie wirklich auch musst du lernen, wir verlieren auch ganz viel. Und dann ist das viel mehr ab. Fällt sicherlich auch als im Alltag selber ab. Aber die vergessen es sehr. Ne? Wir vergessen das als Familie nicht so sehr. Aber wir haben wahrscheinlich Schwierigkeiten, das immer zu akzeptieren. Ne? Diese Schwierigkeiten, wie übersetzen sich die Schwierigkeiten dann an Emotionen? Man ja sicher mal traurig, denkt ihnen auf Fitness oder denkt ihnen, wie geht Nummer 1 oder wir merken nur sein Defizit an ich meine, aufgrund die tun eben, weil Menschen durchsteht, Trauer, ja, lebt ihn, dann hat so natürlich auch, ich schwöre mal, die alle Rümpfen hast, dass der man halt den Kollegen hast, und dann eine Reaktion kennt, wo sie vielleicht nicht aggressiv oder genervt reagiert, dass man so, und ich meine, und dann immer einfach, ja, auf den Weg gehen, versuchen, Geduld zu behalten, wie ich gesagt, von den 24 Stunden den Mensch betreibt. Ne? Und das ist wichtig zu sagen, ja, und sie auch einfach, das ist auch ein Trauer, dass er den Mensch, wenn ich so verliert, wie eine freie Kant hat. Ne? Also, man kann er so oft unter Opa, ich meine, kenne ich nicht, ne? Und das die Team noch viel. Ne? Sie verstehen das nicht, für sie ist das einfach, die da wohl hier, ja, Bande leben. Ne? Natürlich, und ich kann mir vorstellen, dass du richtig stimmt dabei, als vielleicht dann nicht die Angst gestohlen oder wie auch damit umzugehen. Ich nur wirklich schwarzen von ganz menschlichen Emotionen, die extrem stark sind. Bei Christine und Gespräch hat man darüber gesprochen, dass der Begriff Trauer an der Konsultation oft nicht direkt fängt, wie wann da bis fällt, Gedenker Lichtung ist. Das war schön beschrieben, vielleicht könnte man das nicht wiederholen. Ja, das ist effektiv so, dass ja, schätzen, also als Klienten kommen nicht bei uns für über ihre Trauer zu schätzen. Sie kommen bei uns, weil sie Informationen sichern über die Erkrankung, über die Service, die es gibt am Land, wo sie können Hölle finden, wir beraten sie, wir orientieren sie. Aber wir merken ganz tags am Gespräch, dass du noch so kniet hast. Irgendetwas, was sie belastet, wirklich eine große Belastung auch für die Angehörigen ist. Dann können das ganz tags sind Familienkonflikte oder Familiengeschichten oder Allgeschichten, die dann irgendwann mal so 10, 20, 30, 40 Jahre wie spät nochmal aufkommen. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass an ganz vielen Gesprächen, wenn
wenn ich dann von Trauer schwätze, und auch so den Begriff dafür, den Begriff weiße Trauer ist ganz spezifisch, eine Bezeichnung für die Trauer, so eine vorgezogene Trauer, ne? Eine Trauer, die lebt, weil die Person selber noch lebt, dass eben die Trauer auch darf spüren, da das für ganz viel von unseren Kindern dann in der Richtung. Trauer ist ja neben dem begrifflichen Inhalt ja auch eine Praktik. In Umgang, da die sozial ist, aber auch individuell. Die Trauer also sich etwas Workaround, den man als sicher für eine ganz schwere Sache, einen Verlust umzugehen. In diesem Fall also natürlich auch Prozess zu lernen, wie geht Trauer überhaupt, darf Trauer sein, was kann Trauer mir bringen und ja, wie sind kann ich daran fallen. Trauer, wie wisst, etymologisch allheitsteich vom Trauer, Blut, tropfende Flüssigkeit, also das was schon schwer aus, was schon dark, düster aus. Oder im griechischen Trauein, also im Vollzeit so ausgeschrieben wird, zerbrechen, zermalmen, entkräften. Das ist ja aber etwas, wo primär die schweren Momente davon vorgestellt wird. Trauer wird in der Wissenschaft und unter Schriften ganz viel aufgeschlüsselt. Du ging doch verschiedene Phasen, um das mehr begreiflich zu machen. Vielleicht kann ich kurz erklären, wie eine Phasen das sind und ob das auch wirklich, ob das passt, weil den um Terrain anlebt. Ja, also Trauer als ein Prozess, den Zeit hält, viel Zeit hält, immer individuell ist, nicht nur Zeit hält, aber auch ganz viel Energie hält, weil es halt mit ganz vielen Emotionen verbunden ist. Und Emotionen im Allgemeinen bringen oder zählen viel Energie. Trauer ist ein Prozess, der immer individuell ist. Man kennt die 5 Phasen von einer Trauer. Also von, ich habe was aufgeschrieben. Also, okay, prepared. Ich bin präpariert. Also die erste Reaktion ist ganz stark eine Leugnung. Also das ist die erste Reaktion, dass sie nicht wirklich das wollen. Und dann ist eine andere Phase an der Trauer, Frustration, Wut, Roserei. Und eine andere Phase kann sein, dass sie dann fängt zu feilschen, also so zu handeln und zu sagen, ja, ich spiele noch gerne da und da, anstatt noch Kinder leben, dann wäre ich vielleicht Männerhosen. Und dann gibt es eine andere Phase, dass die von der Depression oder von der Resignation, dass sie dann erst zum Kopf gelesen. An die letzte Phase, das ist die von der Akzeptanz. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass alle Phasen, die müssen nicht so an der Reihenfolge geschehen. Und kann auch immer mal sein, dass sie nochmal zurückfällt an eine Phase 4 drin. Aber einfach für zu sagen, das ist ganz normal, dass dann der Trauerprozess, den individuell ist, immer so hechten, so ob einen Ruf geht. Und dass sie ja, mit der Zeit halt, wir sind halt, dass sie noch sich auch so Zeit holen für die Trauer zu leben. Und vielleicht, weil ich da noch wollte sagen, also dass der ganze Prozess, den dauert halt über Mail, dann heißt es über Jahre. Und mir noch schon an Konsultation, ich hatte schon ein Gespräch mit Familien, die mir gesagt haben, ja, wie meine Mama dann gestorben ist, da konnte ich nicht trauern. Also ich war just noch erleichtert, der Stadt. Und die war wirklich ganz darüber gehadert, dass sie nach dem Tod von ihrer Mama nicht mehr getrauert wird. Und wir hier erklärt haben, dass wahrscheinlich einen ganz großen Teil vom Trauerprozess schon vor dem Tod gemacht wird. Da war das auch eine Erleichterung. Herr Mose, sind ihr an einem Trauerprozess? Ich möchte über die Frage gerne gestalten. Ich meine, dass ich mit meiner Erfahrung erlebt, weil ich erlebt habe, die Trauer sich wieder aufbaut. Am Anfang ist das nicht so bewusst, dass das Trauer ist. Aber an der Letzte, eigentlich, und dann sind die Phasen wirklich intensiv. Wenn dort dann die Situation schwätzt oder nachdenkt, oder mit einer Frau, mit einer Schwerheit, mit einer Schwermama, mit einem Schuhe, mit einem kann man drüber schwätzen. Und dann dauert auch die Phasen wieder mal allein. Ne? Und zuerst dann hältst du doch wenig ab. Und dann gehst du wenig drüber weg. Und dann können wir eine Etappe, wo du so lebst, wo du schwer bist, wo du eine neue Etappe
aufhängst von der Trauer. Ne? Aber ich finde schon, dass es ein Weg in die geht. An am Anfang ist es nicht bewusst, dass die Weg so lang ist, und auch so viel Bijou aufgeht. Und noch kehren, dass ich vorhin gesagt habe, wie geht weiter. Ne? Und wie sich muss dann noch, oder wie passe ich mich an, oder wie passe ich mir an. Wie gehen wir von diesen eigenen Gefühlen am Ende? Das ist schon für mich auch ganz wichtig, immer so die Gefühle darüber zu schätzen und zu überlegen, wie kann ich da ehrlich reagieren, wo kann ich da etwas helfen, das besser geht. Das ist schon interessant, anstrengend. Und ja, ich finde, dass den Trauerprozess, wenn ich mit Demenzkranken zusammen bin, nie ganz so verschlossen ist. Ne? Für mich. Große Belastung, das wird wahrscheinlich schwer. Ne? Ganz sicher eine große Belastung, besonders aber für mich schwer, die immer umgehen hast. Ne? Für alles, wo man so, wir haben die Zeit für als losen und für andere Sachen zu sehen, mit dem Wunsch wirklich all der 24 Stunden von morgens bis abends abends zu begleiten und immer die gleichen Ton zu beantworten oder die selben Geschichten zu hören von Demenzkranken. Das ist schon wirklich anstrengend. Ne? Du hast schon zusammen in die Länder entlasten und ruhen, das ist schon wichtig. Ja. Das ist auch, ich denke, eine Frage, die Medien, und Demenz, das ist einfach, was da von der Familie hört kann, und so, wirklich darüber noch die geschwätzt. Ja. Und ich bin dann geniert, für den Unzuschwätzt, so, hey, ich bin mit, ich packe das nicht mehr, ne, weil sie viele, die wahrscheinlich da sich ausbrennen, die auch viel so tun. Ne. Da werden wir auch noch drüber schwätzen, auf jeden Fall. Ja. Die wollen unbedingt ein bisschen. Ja, ich denke, Herr Mausen hat ja ganz richtig so über Gefühle schwätzen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein Punkt, den ich noch an der Familie nicht unbedingt mit dem Betroffenen selber, das hängt davon ab, ein bisschen, wie sich die Gefühle angestohlen, ob das kein Gefühl schlecht oder nicht gut, mit das, ob ihn ungeduldig ist, ob ihn rosen ist, ob ihn traurig ist, mir schon Gefühle anzugestohlen, als mein wichtiger Teil vom Prozess Trauer. Ja, das ist nicht einfach. Wenn wir da vielleicht dran können, kurz ein Buckel machen, wenn wir so wie so in einer Gesellschaft, wo der Verstand und die kognitive Leistung und die Intelligenz das Wichtigste zu sehen scheint. Über Gefühle zu schwätzen, das ist eigentlich nicht die größte Stärke von den meisten Menschen. Also auch vielleicht ein Symptom, dass man vielleicht den Fokus aber zu viel oder etwas gesagt hat, weil das nicht das Einzige ist, was das ausmischt. Und Trauer auch, da wird mittlerweile immer wie oft echt privatisiert, die Trauer, die vielleicht daheim lang oder nach einer Krise. Mit das auch nicht mehr wird öffentlich und wirklich viel nur viel bräuchte, ich Gefühl. Und bei der weißen Trauer, bei dem schönen Begriff eigentlich, den wir haben, geht doch die provokative Frage schon, darf ich überhaupt schon trauern, wenn die betroffene Person noch gar nicht tot ist? Was geht dir da so an? Ja, ganz sicher. Also ich denke, bei einer Trauer, wenn ich traurig bin, dann muss ich das Gefühl können zulassen. In Trauern, den Verlust von Erinnerungen, von Gemeinsamkeiten, wenn ich da etwas bei einer Person muss loslassen, wenn ich sehr ernst das gesehen oder mich ernst das vis-à-vis von ihr muss beholen, weil sie sonst vielleicht traurig wird. Ich denke, wenn ich für einen mit einem Kranken zu dienen und Demenzleuten, da will ich die nicht mehr unruhig und mehr unsicher machen, wie es unbedingt muss. Ich selber muss aber können die Verlust trauern, also ganz sicher für mich. Das heißt, wenn dir noch Leute gibt, wo dir auch ungeheuer Leute, die auch dann wohl da sind, wenn dir Leute sind, die Kranken? Ja, oft gesagt, bei den Familien sie ganz also bei ganz vielen Familien versichern immer, das wusste ja, oder das, die Verlust ist bei ganz vielen Betroffenen schwer. Ich denke, das ist auch als Familie ein schwerer Umgang. Das ist auch ein ganzer Prozess, den ich denke, ich muss lernen. Ich finde aber nur, Männer mit Familien, ich mit den Leuten selber zu dienen. Ich schon, weil ich einfach auch aus der Erfahrung, wo ich Leute betreue, Leute betreue, die nicht länger Demenz erkranken, denen geht es gut, wenn sie können einfach ihre ganzen Verlust, die ganze Trauer, ihre ganze Schmerz einfach können über den schwätzen. Und dann wäre ich immer am Anfang erstaunt, wenn ich eine Bekleidung habe, dann sieht eine Madame, die mir während einer Stunde ganze Zeit hier Leben geklot hat, weil sie nicht mehr kann, ihre Schmerz.
Und da sagt sie zu mir dann noch, oh Madame, wie wäre das aber so schön, dass ich mit dir schwätzen kann. Und ich strahle über ganz gesehen. Das, voilà, das denke ich auch ein Teil, wo ich muss. Trauer kann dann auch hechten über etwas schwätzen und du willst eine gewisse Distanz dazu zu kriegen, weil so war man probieren wie Wort wie eine Emotion zu können, dann muss man kurz innehalten und du kannst vielleicht schon einen kleinen Moment eine bloße stattfinden, auch wenn dann die ganze Wortschule lassen ist. Die hat nur einfach eine Note geguckt. Ja, nee, weil ich immer nämlich direkt geschrieben habe, die Frau, für mich der wir schon traurig. Und ich immer bewusst gehen, einerseits gibt es mir jeden Trauer, ein ewigen Mixzustand. Wir erleben nicht, wie vertraut die Mensch in der Präsenz, dass sich wirklich viel verändert. Und dann geht also ein Stück oder mehr, ein Stück weit löserlos verloren. Und das ist nicht mehr so, wie immer war. Und aber die vielen Erlebnisse, die vielen Erinnerungen, das gemeinsam, das bleibt einfach da. Ne? Du fährst die Trauer, gut, dass sich das bewusst ist, und dann aber sich aufbaut. Und dann, eigentlich will ich noch als Familie eine Traurigkeit über den Demenzkranken. Ich denke ganz oft, wie jede Thema, was erlebt hier wie überlebt hier sein Allwerk, was empfängt. Ne? Und die Autonomie, die verliert, geht aufhängig, ne? Wie ist das für jeden? Ne? Die ich mir traurig vor, ich bin nicht traurig, immer und dann denke ich, wie soll ich mir noch gehen? Ne? Wenn hin am Anfang nicht über die Gefühle so schwätzen, wenn das vielleicht nicht kann. Ne? Und das ist schon für mich so die zwei Bereiche von Trauer, ne? Von Lastlosen oder von sich Gedanken mehr. Ne? Sich Gedanken machen, etwas betrauern, ist wieder ein alter Job, sich eine Relation zu etwas setzen. Ich setze mich in ein neues Verhältnis zu einer Sache, die ich muss vergrößern. Und dann kann ich mich fragen, was bedeutet mir, wenn ich mein Papa kann anrufen und hin im Rot fahren oder über nicht mehr, ich sehe Kognitivpräsenz nicht mehr haben. Oder was bedeutet mir, wenn ich meine Frau einfach gesehen kann, und sie an den Arm holen kann und hier physische Präsenz aber noch kann spüren. Das ist immer schon verschiedene Aspekte, wo ihn vielleicht etwas betrauert und aber ich gewöhnt und einen anderen Aspekt findet. Oder was möchte man, vielleicht möchte man immens viel aus, dass ich mich von der muss verabschieden, dass ich kann die nächsten 10 Jahre von meinem Leben planen. Und du meinst die Trauer als auch reflexiv, aber darum, auch eine Arbeit, die zwar Emotionen hat, aber auch eine Überlegung, hilft man vielleicht so kleine Stecker oder das Problem an mir kleine Stecker zu verpacken, sodass man wie einfach geht. Ist das eine Praktik, die Ihnen bewusst möchte, denkt ihr, oder fängt ihr an, sowieso Wichtigkeiten zu verschieben an dem Moment, wo ihr eben sich damit muss befassen? Vielleicht, wer lebt ihr denn beim Infozentrum Demenz? Sind die Unterschiede schon bewusst gemacht oder vielleicht automatische Prozesse, die sich halt nur auf eine Sache konzentrieren können? Also automatisch ist es nicht, sondern es ist immer eine Arbeit. Also du fand ich auch den Begriff Trauerarbeit oder Trauerprozess ganz wichtig. Also es ist etwas, was nicht so von alleine geht, wo ihn selber muss drauf schaffen. Dann vielleicht eine kleine Parenthese zu machen. Ich fand das wichtig, dass die Leute, die konzerniert sind, die trauern, also entweder die selber konzerniert sind oder Familienangehörige, dass die sich auch der Trauer stellen, beziehungsweise sie ausschwätzen, an ob sich gegebenenfalls Hilfe holen. Also es gibt zum Beispiel halt in Lützeburg Selbsthilfegruppen für Menschen mit Demenz, die von der ALA generiert gehen, oder auch Familienkreise, also so rein Möglichkeiten, wo Leute sich können austauschen, weil ganz viel auch hilft für die Trauerarbeit zu machen. Also kein ist auch allein, also muss unbedingt allein bleiben mit der Trauer. Also du fand ich denke schon, dass mittlerweile mehr über Trauer in der Gesellschaft geschwärzt wird, und dass es auch vielleicht mehr in der Akzeptanz du hast, dass es scheint, du musst Hilfe sichern. Und es gibt Hilfsmöglichkeiten einzunutzen. Mir geht das mehr als kommen für eine längere Zeit. Das kann ich nicht so, aber ich persönlich spüre schon, dass Klienten offen sind, für drüber über die Sujet zu schwätzen. Und nicht nur offen, aber wann sie drauf aufschwätzen oder wann das wirklich liberateur ist. Also das wirklich eine Befreiung. Also nicht für jeden, aber vielleicht noch kurz, was du für Truppe so tust, was man viel gesehen ist, dass dann Leute bei uns kommen, die so immer mir als Lehrer ganz anders vorgeschlagen. Wir hatten
noch andere Sachen wollen. Wir wollten nur als Pension, wir wollten reisen, wir wollten das machen, wir wollten losen als Kanner aus dem Haus, mal Enkelkanner. Wir hatten als Leben anders viel gestaltet. Und das ganz stark so die Punkt, ne, die so Ideen oder Vorstellungen, das nicht nur, dass eine Person muss losgehen oder mir auch Vorstellungen vom eigenen Leben, die nämlich so können realisiert werden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Also. Herr Mause, kann dir die Frauen oder die Austräge du gehen? Vielleicht schon immer schwer war. Also, wenn ich Schule als nicht mehr gerne gereist, das geht nicht so gut. Am Anfang, als du genau lange das kann machen, sollen das machen, wir werden aber doch verloren. Ein Hotel oder ein Großjährschrift oder das praktisch nicht möglich ist. Da muss ich wirklich so Notschleifen fahren, also okay, wir gucken nach Appartementen zu fahren, wo sie dann hingehen, wir fahren sie dann dahin, und da sind sie da. Mir auch das schwierig, weil einfach gut keine Permis holen. Und dann ist es auch immer so streng für die Trailermann. Und ich meine schon, das Leben dann die Ideen, die er hat, die sind limitiert. Ich war ganz non-Weekend, also ich habe ein Weekend, wo viel geschafft haben, das kommt und die Weekend, mit der geht an Familien. Wenn Schwermann denkt dann, hey, und du, ich kann da die Kanonkrank abbesuchen, dann musst du das nicht machen. Du musst trotzdem drin setzen, das musst du zu zwei machen, weil wenn du den rausschickst, das machen, und du weißt, was weißt du nicht, was soll ich nur machen. Ne? Das sind schon so Sachen, wo ich merkt, weil die Menschen so streng was, wo ich dann noch einfach muss sagen, du musst verschiedene Sachen rauslassen, ne? Als Partner, als Familie. Ne? Weil, wie so Familie in der Gesellschaft sind, gucken, Familie feiern, so zu machen, dass man nicht zu viel sehen, weil das sind einfach überfordert. Ne? Da sagen wir, okay, das in alles kann man, wenn man nie von das kann man mit dem Partner da, also es gehen, also eine große Gesellschaft wie Christen oder Ostern, so große Familien, das ist einfach nicht mehr, das bringt die Menschen allein und dann ist es viel mehr abgedreht, da machen wir dann keine Krise an, wir verstehen das, hier vermisst ja nicht, weil hier kann sich in der Gesellschaft, mit der nicht am Restaurant, für sich war, dass hier nicht am Raum ist, wo die Leute alle gesagt, wie das ein bisschen nur eine kleine Ding von den Leuten gesagt, einfach weil das dann immens mitnimmt, immens sich überfordert, obwohl die Gesellschaft gerne wie wirklich so eine kleine Dose, ne? Das ist schon ganz wichtig. Ne? Das heißt ja, das am Anfang öffnen. Nee, just, ich wollte eigentlich effektiv auf eine Mail positiv not kommen. Also dass wir probieren, als Klient dann so eins zu tun zu gehen, wie sie dann können mit der Situation umgehen. Also dass darum geht, ganz kreativ dann im Alltag dann zu gucken, was geht dann noch, was ist noch möglich. Zum Beispiel, die man ganz tags gefragt, können wir mit unserer Boom oder mit unserer Mama noch immer an das Restaurant und sie geht immer gerne an das Restaurant. Und dann sagen wir, ja, das ist möglich, wir müssen das auch nicht präparieren, planen, mehr ruhig und so weiter. Und gerade wo an dieser Zeit, wir viele Klienten, die kommen, ja, wie sollen wir Christtag feiern? Ne? Und auch, dass man nicht so, okay, Christtag ist komplett aufgesucht, ne? Sondern dass man so, ja, es gibt Möglichkeiten für trotzdem noch, trotz der Verlusterfahrungen, trotzdem noch am Alltag schöne Momente zu gestalten. Ich komme ein Beispiel, was doch für mich frappant ist, wie an der Restaurant ist so ein dichte Gast, dann bringt Menüs klar, aber hier sind die sich als Menü, ne? Das ist für den Schwerpunkt, wie machbar. Ich kriege so einen Karte, guckt so, ne? Und dann reden wir hier, was hast du gerne extra Fleisch, du hast extra Fisch oder, ne? Und dann immer manche so kleine Dialoge, und dann hören ich heute Fisch. Ist eine Karte so, das ist normal, und dann werden hier, dass sie das vorhanden wird, ne? Da könnte ich auch sagen, da sind die Schüler nicht gewählt. Ich muss wirklich, jeder in der Familie muss lernen, seine Haltungen, wo ich ihm kann helfen. Ne? Da sehe ich einfach, und du hast du gegen das Verschwenden, als das nachher mal, ja, das ist doch okay. Ne? Die sind immer, wenn ich doch schon gewählt oder wenn das immer ganz lieb, dann gibt mir immer eine Karte, da sieht man, siehst du das, du kennst ja auch etwas davon. Ne? Dann so froh, die Schüler war, das finde ich okay, die Wein, da geht das doch. Wer überfordert von dem ist, ein Weg lesen, weil vielleicht versteht man schon, wenn du draufstehst, obwohl viel über Wein kann. Nee, muss ich einfach als Familie
Techniken also gewöhnlichen einfach anpassen. Genau, so ganz innerlich ganz viele Tipps und Tricks, die ihr könnt anwenden, die ihr wieder selber rausfindet oder irgendwie und das Schöne ist, die geht für Leute, die uns heran, aber irgendwann noch über die Möglichkeiten schwätzen wollen, sich kann eben auch Austausch sicher gehen oder eben tatsächlich eine professionelle Begegnung. Vor allem ist es wichtig, dass man von dem negativen Aspekt von der Trauer wegkommt, also negativ im Sinne von, wir merken, dass etwas wegfällt, dass etwas loslassen muss, stimmt. Aber wir wollen den positiven Aspekt kommen, weil Trauer, wir haben schon ein bisschen so raus. Trauer kann auch erlesend sein und Trauer kann auch eigentlich etwas Neues abmachen, wo Platz da ist. Trauer kann nämlich auch dann helfen, zu merken, was mich mit dem Mensch so verbindet oder wieso ich mit dem Mensch verhaftet bin, wieso ich den Mensch so gerne habe. Und das viel mehr aus, wie das, was ich eigentlich gedacht habe, weil eben alle Tiere müssen abgehen, wie ich kann mit dem Menschen umgehen. Und ich denke, dass das auch wahrscheinlich etwas ist bei dir, und die du bei den Leuten gibt, um die Leute lernen kannst, dass dir wahrscheinlich ziemlich gut Fingerspitze gefühlt hat, wie gut für die Tiere abzumachen, für den Menschen ehrlich zu begegnen und eben auch die Relationalität, die als Menschen ausmacht, die Zwischenmenschlichkeit, die wir alle gut können durch unsere Emotionen beleben, deren man Fokus zu stellen. Wie geht das bei euch aus? Ich kann vielleicht hier ein Beispiel einfach nennen. Ganz am Anfang, wie ich eben an die Unität gekommen sind, durch Personal mich geschenkt, hey, gib mal auf dein Zimmer, du kannst mit der Madame beten. Und da sind ich gekommen und dann ich gesagt, die wollt beten, Madame, und dann muss ich gesagt, nee, lo gehe ich an den Rollstuhl und lo gehe ich feiern mich an den Stuhl. Das war am Anfang ein schlechterer Weise, wie ein ganz am Anfang auf ihn zugeht. Lo gehe ich einfach an den Stuhl ran, so ein Moin, lachen ein Leben und das spielt ihn. Als den ihn ob, vielleicht ich mich bei ihr sitzen, will ihn zum Beispiel einfach, ich will wieder schwätzen, dann ist einfach der Gesprächsbereich und oder bei dem engen Herr, wo ich da weiß, der Gärtner war, mit dem tröpfen ich ein Stück, an dem erzählt man dann, wie Tecken muss geschnitten gehen. Und dann habe ich aber auch einen ganz schönen Moment erlebt, wo einfach, wie mir bei Leuten, die nicht mehr verbal können kommunizieren, wie aber über das Gefühl, über den Blick, kann etwas ganz Schönes ausgetauscht werden. Und ich denke, das wollte ich vielleicht auch erzählen. Ich bin eines Tages dann auch an die Unität gekommen, über den Gang gegangen, und da sitzt eine Dame am Rollstuhl, ganz verloren zu geschenkt, und sie hat hart geschämt. Und da sind wir Speise gegangen, habe mich vorgestellt, habe ihr Mäuer gesucht und habe mich gefragt, ob ich mein Kind neben sie setzen. Und sie hat dann eigentlich abgeguckt, hat aber nicht geantwortet. Da habe ich dann mal einfach als Ja geholt und mich neben sie gesagt. Und alles, wenn sie dann ein bisschen hart geschämt hat, dann habe ich hier durchs Hand geholt oder ihren Arm berührt. Und so ist das eine Zeit gegangen, und dann habe ich gemerkt, dass sie ihren Kopf immer mehr noch zu mir gedreht wird. Und schlussendlich wird sie ihren Kopf auf meinen Schöller gelegt. Und da habe ich auch dann so an den Arm geholt. Und habe ich noch ein bisschen gesagt, und dann bin wir sitzen da ein Zeitchen, fängt sie uns zusammen. Und ich habe nicht richtig am Anfang verstanden, was sie gesungen hat. Sie hat immer das nämlich gesungen. Und sie hat gesungen, Ersehen als Lützeburger Land. Viele von euch kennen das Mutter Gotteslied vielleicht, und du mal das zusammen gesungen. Das heißt, für mich war das ein Moment, für den ich immens dankbar bin, wo ich über das Gefühl, eine Verbundenheit und ein Vertrauen von der Person geschenkt kriege. Ich denke, das sind vielleicht auch ganz bereichernde Momente, wenn ich kann kommunizieren gegen verbal, wo ich kann über das Gefühl ganz schöne Momente auch an der Familie denken, erleben. Ja. Also dann für zu analysieren an Familie, die Trauerarbeit, die dann eben so eine neue Frequenz aufweist, für den anderen vielleicht neu kennenzulernen oder den neuen Zustand kennenzulernen, wo ihn dran ist, hört ihr dann etwas, vielleicht ein Leckerisches, wo ihr einen neuen Sinn drauf haben, wo ihr sich selber auch näher kann, neu positionieren, und sein Weltbezug, sein Bewertungsschema neu kann aufholen. Also für mich ist das wie natürlich als Externe, ist das viel mehr einfach. Geld als Familie muss ich ja für dich etwas lassen, von früher von der Person, wir können die Gelassenheit zu haben, für einfach Personen umzuholen, wie sie im Moment ist. Dann ist, denke ich, ein schwieriger Abschnitt. Wenn ich das fertig bringe, meine ich, erlebe den ganz schönen Moment da, ne? Bringe den vielleicht nicht alle Chaos fertig,
weil auch wie bei ihrem Schweierpapa dann da ist ja dann auch ganz viel Betreuung haben drin an viel Mittig geht auch vom Partner in dem Moment an dann wird ihnen immer die gelosen hin das denke ich wo Familie muss unterstützt gehen an für werde ich auch Schäfer von eben Begleder auch Mathelfen Familien an Personal durchsteigen ne? Herr Mausen, wie das Gefühl, dass ihr auch Momente habt, wo ihr eine ganz neue Seite in eurem Schwerpunkt entdeckt, die Flotters, die bereichernd ist oder der Relation vielleicht auf einem ganz anderen Niveau mehr intensiv ging, als wie sie früher war? Also, wir hatten eine ganz intensive Relation, sowieso. Aber ich meine, die Lehre, die der Mensch nach ganz anders kennen. Also, ich bewundere ihren Haut, wie viele Fabriken sich wirklich baut. Und das, wie viele Gruppen von der Gesellschaft sind allein die wissen, dass sie dement ist. Ne? Hier gibt dann so eine Antwort, eine ganz unverfängliche Antwort. Nicht eine Intelligenz nach, wo verstoppt auch von die Demenz am Umgang mit Leuten, die nicht kennen, immens gut. Ne? Und für mich immer noch sein Humor. Ne? Also ich meine, sieht heute so spontan Sachen. Ich habe ein Leben Anekdote gesagt, nur so den jetzt gehabt von der Musik, aber der Musikprof, sind wir immer in den Trink gegangen. Und da sind wir in den Trink gegangen, alle 11 Trinken danach. Die Menschen, die das, wenn dann so sieht, die das schon lange tot. Oh, ja, und so Weinke hat mir durch das Film gesagt, ich will nachher bei den Höhlen wohnen. Also die waren drei, mit meinen Schwimmer, wir alle vier so herzlich gelacht, ne? Und dann fand die Gelosenheit, wenn den Welt fertig bringt, Sachen gelost zu gesehen, dann also viel mehr Licht zu drohen. Ne? Und nicht eben immer am Denken zu korrigieren oder das ist wirklich ein Punkt, dass ihr seht, also ich erlebe die Menschen, wenn dann sieht, man möchte das so an und raus, da muss ich nachdenken. Ne? Wir empfangen sie in sich, dann hält das mal eine Lichtigkeit, wie als Betroffenen, wenn wir einfach nach rational denken, die vergisst haben, hier nennt das, empfangen ich immer eine Lichtigkeit, und das ganz viele schlecht gelaunt, und das ganz vielen aggressiv, dann geht dann aggressiv, wenn das Thema was gemacht wollen. Und das ist wirklich schön, wenn man die erst schon lange tot, ne? Und die hast was tot, dann müssen sie so Konflikt, ne? Dann was du streng. Wir wollen dann singen wie gewährt ist, weil ich gehe in der Mutter, grundsätzlich, da gehen wir zusammen, dann ist ja nur vergisst. Ne? Wie das muss ich wirklich alles leben, ne? als Laie, ne? als Familie, wo ihnen wirklich nur tun hast, wie du gesagt hast, das hat schon wichtig. Muss ich quasi lernen, neu an die Gegenwart aktiv zu kommen und im Moment so zu holen, wie das. Christine, ich hatte nicht so gut kommen. Das ist nicht schlimm. Was ich viel noch wollte, zurückkommen, dass auch die Relation zu den mit der Person, die erkrankt ist, möchte heißt du mir einfach oder Mann einfach für die Trauer dann zu leben. Also wie dir gesagt wird, wenn ein fliegender Angehöriger ist, also wenn ein Partner ist, den sich sein Partner kümmert 24 Stunden, dann ist es schwierig, die Gelassenheit zu finden. Und du willst droht immer als Klient immer, dass es wichtig ist, dass sie sich als ungehörig Hilfe an Unterstützung sichern. Das Wichtigste, dass es ihnen selber gut geht, für das sie können gut für ihren Angehörigen dann sorgen. Und das ist Menschen A und O, auch für dann selber auch die Trauerarbeit zu machen. Wie geht das dann aus? Dann kommen wir hier schon Infozentren, die meisten die klappen. Und wie sieht das aus, wenn ich mal helfen sicher? Was muss ich da machen? Die Konditionen? Also es gibt halt zuletzt eine ganz viele Services an Urlaubsstellen, wo ich kann Hilfe fangen, an den verschiedenen Etappen von einer Erkrankung. Wir als Infocenter Demenz sind halt die nationalen Beratungsstellen, also wo man gleich dann orientieren, ob die verschiedenen Plätze wird Heizwetzbusch gibt. Und es gibt verschiedene Hilfsstellen für, wenn die Person mit Demenz noch daheim wohnt, von einem an der Familie oder von einem Poolleiter der Familie gepflegt gehen. Und da gibt es halt verschiedene Institutionen hier im Land, Pflegeinstitutionen, Pflegeservices und so weiter. Also
Also es gibt wirklich ein großes Opferheit zu Lützeburg an der Tisch. Wir wollen wirklich Leute encouragieren, für sich die Hilfe zu sichern, an sich nicht zu schummeln, auch um Hilfe zu fragen. Wie noch da lang heißt wo eng Infostand hun der Techte wenn sech noch dobel pu Flyer mat oder vorstellen sie noch gerne noch beredet wie hallo den Antwort zu stohlen. Gefot schon nicht kun gefot wie dat geht dat dir bei Leute geht. Ja, also bon, ich war freier Biosprof und wie ich an der Pension war, du war für mich wichtig, aber etwas Sinnvolles an die Gesellschaft zurückzugehen. Und wie gesagt, ich habe 4 Stunden auch an der Pension, weil ich sie regelmäßig bei meinem Schwiegermann an, die am Pflegeheim in Goldknapp, weil die auch um Demenz gelitten hat. Und da sind ich dann an die Stufe gekommen. Und eben just die Einsamkeit, das verloren sie von den Leuten, hat mich betroffen. Und ich muss so do an der Struktur Goldknapp mein Schwiegermann als immens Slave versucht. Wir als Familie sind auch ganz Slave enkadriert, gehen auch bis zum Schluss an eine kleine Merci an die Gesellschaft wollte ich nur noch geben. Und wo ich eben eine Formation gemacht habe, ja. Natürlich eine Institution engagiert dich, dass dir kommt und sie so dann die Madame oder der Monsieur auf dem Zimmer 305 kann dich gebrauchen. So Kind das sehen wir lo an der Struktur wo ich bin da ist am Moment keine professionelle Methode ich arbeite da ein bisschen mit der Direktrice von den Aktivitäten zusammen und mit der Psychologin mehr für allem ich begegne Leute dass man mal so an der einfach an dem Altersheim lernen Leute kennen über den Gang und dann gehe ich chronisch, ob sie wollen bei der Speise kommen und so könnte Kontakt an der Unität eben für Dementleute, da gehe ich einfach eine Stufe und da gucken ich wie besonnen in dem Moment sind. Gehen da mehr Leute wie ich, also mehr oder Wolfen, die da ja, natürlich, also da gehen die Kippen von wen ihr wollen, also gehen da ja auch die dann die Information beim Bistum gemacht. Ich meine, Omega 90 geht ja auch an Begleitung. Da gibt es schon eine ganz Reihe, wie wir wollen. Und ich denke, ich meine, so vom Bistum also eine neue Information, die im November auch geht. Kinder viele Leute gebraucht, weil sie noch viel eher wollen, die aber nur über 80 sind, Geld, wo dann aber schwer geht für den Enkadrement an die Leute. So nicht sowohl an den Kliniken wie an den Altersabpflegern sind immens dankbar für ein Gespräch. Ja, Kinder in der ganzen Mitte bleiben, muss ich schon ein bisschen abteilen, für dass sie drehen wissen können. Also die verschiedenen Institutionsakten, die Leute mit Alzheimer und Demenz haben, die verschiedenen Möglichkeiten sie zu betreuen. Alle die Informationen von denen, entweder an Beratungsstellen oder eben auch bei den Assoziationen selber. Wie ist es bei ihr, wo er direkt hier an der Familie oder eher schwer, besonders ihr beraten zu lassen, Hilfe zu wollen, oder ist das noch nicht der Fall? Doch, besonders die Frage irgendwann kommen. Wir haben aber in dem Sinne wenig wichtig von der Ausbildung erfahren, die lange schon durchgeschafft. Aber wenn man also Familie, also nur eine Familie, einen Doktor gebraucht hat oder einen Krankenpflegungsbetrieb, die ein externes Gesicht dann gehe ich gefreut. Und ich noch vorhin, mir Schwiegermann ganz am Anfang gesagt, ich meine, mein Schwiegerpap, die fängt viel zu vergessen, ich meine, die entwickeln Demenz. Also ich meine, der wird auch nicht beim Doktor. Das war ein Herzdoktor, haben relativ sehr einen Neurolog, für eine Evaluation zu lassen. Und dann hat man klar eine Diagnostik, dass du etwas nur um mich schlimm gehen. Aber ich habe immer gesagt, oh, ich mag das, ich merke das, ich genieße und so. Aber mit der Zeit natürlich die Ausstellungen immer mehr stärker gehen. Und dann haben wir Step by Step mehr Vorsicht sie und dann Boot zu werden. Und nicht, als mir fragt, so vielleicht nur gut, dass du mal immer die Woche ein Freilich oder pro Stunde vor sich gehen, dass man kann 4 Stunden und 3 Stunden für sich tun. Ne? Und ich habe dann so gesagt, ja, dann muss ich gucken, wohin durchgeht. Wenn man dann verschiedene gedacht, weil du noch das Dependance evaluiert, dass die Kinder sogar kriegen. Okay, da muss man so ein Serviceform, wenn man nur refund. Und los bin ich schwer am Sommer
Ich meine, die gut, weil ich weiß, fort war, weil ich kann die lange Wand da, ich kriege mich beschäftigt, aber wie kann ich das merken? Da sind wir auf sich gegangen, aber sind dann eben Erla gestoßen durch eine andere Familie, die schon eine Familie war bei der Erla betreibt hat. Und sind wir aktiv sehr bei der Erla frei gekommen, wo Lummer sich erschafft. Ging um die 3 Wochen drin oder 4 Wochen. Und das ist natürlich auch für jeden eine neue Erfahrung, lastlosen neue Leute kennenlernen. Mit das wichtig für einen für mich schwer, man für ich der bloßen auch noch einfach von mir immer denken, wenn sie ein wegfällt, da muss einen Gewinn sein, weil die Pflicht, die sie im Lohn gibt an die Betreibung, die wird ja für keine Unwelle, weil sie sind am Anfang immer als Gruppe zusammen, sowohl am Privat wie am Beruf. Und das will ich nicht das für wählen. Ich denke, für die Schwerpartner hinzuhören, das mein Tag meistens so. Und ich denke, das ist gut, wenn das Step by Step auch eine flache, gute betreibenden Service kennt, wo dann stundenweise die ich halt betreiben kann. Die Länder da was sicherlich, du meinst, du eben vielleicht 2 Bedingungen oder so, dann, wenn man Trailer gibt, weghalen oder aushalen, das man relativ sehr kann eine Struktur immer betreiben kann. Wie gesagt, Step-by-Step-Prozess an Prozess. Schon viele Leute haben schon Nicken gesehen und obwohl mit Grinsen und etwas bekannt für kann man anscheinend versprach. Das nicht nur, dass wir hier in der Reise schwätzen, wir sind ganz gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Ob ihr weiß, Trauer kann tut, ob das an dir etwas ausgelöst hat. Also scheint ihr nicht, mir noch Zeit für ihr. Wie will vielleicht eine Ansicht delen oder eine Kritik oder ein Squeltomater koch, weil dir schraue schon dich nicht, traut dir. Wie geht von uns interessieren, dass ihr von dem Thema habt oder man die wird eher persönlich Antrag delen. Also jeder bisschen so Spaß mal vorbei, ist auch nicht so schlimm. Ja, das spielt ja den wird bestimmt jeder so. Wen traut sich? Dir. Was hält ich mich? Ich muss die sagen. Frau von enger Loppech, die immer ganz viel Engagement hat und sich zwischen einem ganz Familie gemerkt wird. Und er hat so seriös gemerkt, dass er krank gemerkt wird. Das war für ihn hat alles bei ihm hat. Und du willst sie dement gut, sie wohnen immer so leicht wie dann kriegt. Nee, sie hat Zwischenverkehrs und kommt hier am von Wasser. Sie wohnen nach Lake, sie hat Verkehrs, das oder den nach das oder das, wie man oder das gefliegt gehen. An Hannover Schluss von der Krankheit, wo verbal nicht viel man das zu delen. Wie hier durch, da wird gesagt, oh, aber mir da eben zu viel geht, da gehe ich bei meinem Mann. Ich kriege eine Stunde, immer so gut aber. Wirklich schön. Persönlich geht das du aber blieben, ne? Ja, sie war einfach, sie war gerade so lang wie 4 drin, mit Uni die ganz gestresste, dann die ganz Aufregung. Vielleicht kann ich noch Yes. etwas dazu sagen. Ich fand effektiv ein gutes Beispiel. Mir weisen meinst du ein Tableau oder eine Grafik, die weist den Leidensdruck am Laufe von der Erkrankung von der Person, die konzerniert das. Du hast am Anfang, da geht der Leidensdruck hoch, weil die Person effektiv merkt, dass am Gang ist, sich zu verändern, an Sachen zu verlegen. Aber dass am Laufe von der Erkrankung der Leidensdruck hochgeht. Also dass am Laufe der Erkrankung die Person dann Mann drin leidet. Par contre, Angehörige, du hast den Leidensdruck, der geht permanent hoch. Und du kreuzen sich irgendwann nur die 2 Linien an. Da das auch eine gute Illustration für zu weisen, wo heißt auch Konflikte herkommen oder Frustrationen herkommen. Dass das Verlauf der Krankheit für den Angehörigen auch irgendwie schwierig geht, aber ganz tags für die Person selber als Herr nur den Leidensdruck nämlich so stark. Merci für den schönen Eindruck. Jetzt nach in was nach Rede bis zu delen. Nee. Okay, das schwatzen wir einfach weiter. Doch, Paula, das war der Zündung bei mir gesehen. Dies könnte man Mikro geladen.
Ich will das nicht manchmal froh, wenn die auch stellen. Die genug Zeit meine. Wählen, also meine Cousine, die 23 Jahre, also die ist ja so vor Wochen gestorben und die war auch ganz dement. Und sind sie alle noch besichtigt gegangen. Und was immens berührend war, also sie sitzt dann so, wo die letzten Jahre, die letzten 2 Jahre so, und eigentlich nicht mehr reagiert. Und nicht viele müssen mit der Hand geholt. Und dann will man jetzt ein bisschen geguckt. Und dann wird sie so gelacht. Und dann wird sie gekrascht. So. Den, ja, das stimmt. Sie kennt. Nein, sie kennt mich. Schon keine verbale Kommunikation mit möglich war, nee, sie kennt mich. Und das hat mich immer immens berührt. Das war mein Ausfall, mein Froh, bitte ein, also wo könnt ihr die Demenz hier? Schon gelesen, das wird man Traumaerfahrungen zu gehen oder ja, schließen wir dazu auch Ursachen zu. Ich bin dir voll ganz galant weiter. Ja, also eine Demenz ist eine Erkrankung vom Gehirn, also beziehungsweise das ist ein Syndrom von verschiedenen Symptomen, die damit zu tun haben, dass am Gehirn sich, das Gehirn sich verändert. Und für kurz zusammenzufassen, das so, dass einerseits Synapsen zwischen Nervenzellen nämlich so gut funktionieren, also das sind die Konnexionen zwischen den Nervenzellen, dass so die Information nämlich so durchgeht. Ne? Und da geht Information dann halt, oder dann möchte schwierig, dass Informationen die rankommen an das Gehirn, dass die können verschafft gehen, und dass sie dort auch kann reagieren. Da ist eine Veränderung, und die andere Veränderung auch ganz einfach zusammengefasst ist, dass Nervenzellen kann immer aufsterben. Also das sind wirklich tatsächlich sind Teile vom Gehirn, die aufgestorben sind, also die, wo wirklich Nervenzellen verlängert. Und das ist halt die Explikation für was dann kognitiv Fähigkeiten dann nämlich so funktionieren. Also das ist ganz wichtig für zu sagen, das ist eine Erkrankung. Das ist nicht, dass die Leute, die konzerniert sind, was sie 20 Monate nämlich freuen, dass sie das extra machen oder dass sie das bewusst machen, wie das ist eine Konsequenz von der Erkrankung vom Gehirn. Ich meine, die Forschung forscht, ne, aber ganz viel ne, auch. Und eventuell neue Therapieansatz oder auch Lesungen. Ja, also Forschung lebt auf Hochtouren natürlich, an auch rezente neue Entwicklungen, aber auf aktueller Stand von der Forschung ist, dass das kein Medikament gibt momentan für die Krankheit zu heilen. Es gibt verschiedene Medikamente für Symptome zu behandeln oder für die Krankheit zu verlangsamen, aber Heilung ist aktuell nicht möglich. Wo sie da arbeiten lassen, was dann Rückmeldung. Merci. Ich wollte wissen, kann ich dann Prävention machen? Sein Verstand trainieren? Hilft das oder hilft das nicht? Rätsel. Was war die Suggestion? Rätseln. Ja, also, es gibt ganz viele Studien zum Thema Prävention. Und das ganz rezent eine Leitstudie rauskommt, wo 14 Risikofaktoren identifiziert wurden, die insgesamt dazu führen, dass den Kind sein Risiko bei 50% reduzieren. Also muss ich wissen, den Hauptrisikofaktor für eine Demenz zu erkranken, ist immer noch ein Alter, das ist das effektiv so weit im Jahr gibt, dass sie noch mehr großes Risiko hat, von einer Demenz zu erkranken. Zweiter Risikofaktor ist Geschlecht. Das ist tatsächlich so, dass Frauen mehr großes Risiko haben für eine Alzheimer-Erkrankung. Bei Männern ist es echt so, dass die Männer sind ein echter Risiko für ein oder ein vaskulär Demenz dann zu haben. Also das wird dann auch beim Geschlecht zu dem. Da können wir nicht machen. Alter können wir nicht machen. Geschlecht können wir nicht machen, Genen, das ist der dritte Risikofaktor, da können wir auch nicht ändern. Aber all die anderen Risikofaktoren, die haben wir an unserer Hand, da können wir wirklich etwas machen. Und dazu gehört
also für mal kurz zusammenzufassen, gesunden Lebensstil. Gesund essen, viel bewegen, sozial aktiv bleiben, kognitiv aktiv bleiben, also ja, rausgehen, sich bewegen, wie gesagt. Also da kann ich ganz viel selber machen. Also insgesamt sind die Risikofaktoren, die modifiabel sind, die zählen für bald 50% von den Risikofaktoren. Also wenn ihr das Kind an ein Medikament verpacken, dann hätte das natürlich ein ganz großes Succès. Und das aber nehmen, ja, gesund leben, sich bewegen und so weiter. Also ganz viele Sachen, die eigentlich ja, keiner sollte machen. Das war alle was Dinge. Ich bin noch bei meinem Neurologen. Absolut. Dünnes Gefühl, Leute, ich werde ja nur ein Pill kriegen, dass ich mich vergessen habe. Zu merken, nein, ein Pill, das dient nicht. Nach 4 und nach der Sport geht viele noch Zeit. Und da geht das. Wenn ich dann nur betreut, dann wurde er gut gefolgt. Ich war nicht bei ihm. Ich bin sie noch gar nicht so viel. Okay, da ist wir uns ganz lieb. Du hast, liest du? Ich muss auf Deutsch sprechen, aber ihr könnt auf Luxemburg, kein Problem. Woran merke ich, dass es zu viel wird? Also, wenn ich einen Angehörigen pflege, woran merke ich, dass ich zu viel tue? Weil ich glaube ja schon dazu, dass ich dann mich verausgabe und vor allem, wie gehe ich mit meinem schlechten Gewissen um, was mir sagt, ich darf mir doch keine Hilfe holen, ich bin doch irgendwie verpflichtet für diese Person. Leistung. Das Ding oder was? Ich meine, die eine gute Bewegung gemerkt, will die ja alles assurieren am Anfang und Sprache in Hölle. Wir waren in manchmal, wenn ich merke, dass er immer mehr nervös wird, kein Geduld mehr hat, selber vielleicht sollte die Spur kriegt, vielleicht nicht gut schläft, da muss ich dran denken, wird man zu viel. Das ist aber einfach ganz schwer selber festzustellen, und ich meine, du sehen Leute von drinnen, sich für die das vielleicht so. Ich weiß, dass du vielleicht so nichts mehr holt, dass sie Hilfe. Wie bei mir schwer, man von denen hier dann Hilfe anbietet. Aber ob hier Hilfe sicher geht, dann geht das doch. Und wenn das lastlos, dann ist der zweite Schritt, den Partner mal 4 Stunden lang zu lassen, an denen zu trauen, die dann sollen die Gart merken, oder manchmal zwischen den Flören oder Velo, an der Foyer. Das ist auch ein Schritt neben der körperlichen Ermüdung, an der geistlichen Ermüdung. Eigentlich muss ich wirklich auch lastlos können. Ne? Ich denke in einer Autonomie selber nicht, dass ich schon auf dem Punkt ist. Das ist wirklich schwer, wenn ich Kinder oder Familie oder Freunde habe, die denken so, halt, du passt ja mit dem Partner oder mit dem Partnerin, aber viel Deal, und du passt immer drum, dann geht ja immer mehr. Aber wenn ich mit den Leuten schwätze, dann weggekommen, sagt man, eigentlich äußern sich Symptome auch. Und das soll ich so, und halt kommen, wir gucken zusammen, wie du kannst Brot kriegen. Wir selber Medien da vielleicht immer direkt, dass heute vielleicht schon eine Schritt zu spät irgendeine Psyche liegt. Und dann was eigentlich ein Appell, dass sie sich so trauen, echt da alle Woche sich zu tun, auch als Partner. Ja, muss ich doch lernen, als Partner lastlos sein. Ne? Ich denke, vielleicht ist so die Hälfte von dem schlechten Gewissen geschwärmt. Ich denke, die man nicht best, die man nicht so wie ihr könnt, und da brauche ich kein schlechtes Gewissen zu holen. Ich denke, das muss ich noch selber, sich können seine Grenzen abgestoßen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Oder von der Familie die Grenzen umholen. Ein schlechtes Gewissen an einer Betreuung brauche ich nicht zu holen. Ich denke, soll ich schon können zu den Gefühlen stehen. Also, denke ich, ja. Das was zu Gefehler stohlen, auch wo das nicht packen, abgestohlen, natürlich sind alles Exerzice, die nicht die einfach sind, die einfach zum Mensch sind, nicht so wären. Es geht einfach nicht immer steil bergauf, also man muss mir holprisch, dann heißt es geht immer ein bisschen bergab. Auch daran kann ich aber Moment davon, die ihn nerven.
an die sich verbunden schwerer lässt und mit Mitmenschen und den Leuten, die man gerne, aber auch von mir selber. Vielleicht auch du in Appell, vielleicht mehr menschlich sind, mehr nur nicht gucken und eben nicht just auf das drängen, was man Menge muss, zu bringen, den der Schneesturm erschwert. Das wäre das, fand ich, auch nicht über Wasser halten. Will noch ein Schlusswort sein? Ja, Wunschgespräche. Das ist aber kein Schlusswort. Aber ein Schlusswort. Was wir noch einmal so denken, dass die Betroffenen eigentlich gut mitgebracht lassen. Wenn aber so die Situation, wo ich meine, wo ein ziemlicher Denis da ist, wirklich in Dummer drin, das ist ganz schwer, weil kein Ansicht da ist, ich soll mich vielleicht besser nicht mehr allein im Bankgeschäft kümmern. Die Person kann das auch nach einem guten Idee. Aber da sind dann Überweisungen ins Film und gemerkt, als du den so upset, weil du knappst, du wirst aber du ganz viel Sünde, die du fortbewegst. Oder auch mit Autofahren, das ist ein klassisches Beispiel. Ich finde es interessant, fand, ich meine, den Herr Mann hat gesagt, dass das am besten verstoppt das observieren ich auch. Schon, ja, ich meine, ich muss ja nicht fragen, dass noch mehr schreiben. Mein Papier hat auch ganz gut sehen, ich finde, 2 Wochen so gesagt, eigentlich so möchten, das dürfen aber den will du wahrscheinlich nicht noch kriegt, den sein Kollege mit lange gesehen hat, den wird noch nicht gemerkt. Gut, am Alter was es aber mein Job für Familie, ich weiß nicht, wie man so sagen soll. Ich nur so ein Migrant setzen, ich noch schon mal durch, weil auf dem Weg, dass krank was, ich will nicht viel widersprechen, aber bis große Bahn erzählt. Ja, noch Situation am Auto fahren. Ja? Ich weiß, was du denkst, als der Profi kommt, und ich schwöre mal, und heute gesagt, ja, ich war mir an 4 Stunden daheim, oder 20 Minuten. So, ich schwöre mal, war kein Profi, ich habe den Profi angefangen. Das war das ein von den Symptomen. Und ich bin schwer mal gesagt, der darf nicht mehr ein Auto fahren. Sie sollte da rufen, ja. Und das auch gerne schwer, ein sieht so eins, du was ein Auto, wie sie finden, weil man ist die ganze erstaunt. Bankgeschäft was auch selbst, das ist bei Partner, bei meiner Frau, von dem Mann mal so wert, das Trauch kommt ein Bankkommerzkarte tun, vielleicht wie einfach. Ich kann doch tun, dass ich bei jungen Abhang vielleicht da auch vielleicht Angst hat, die Schritte merken. Von der Lenkungsplan, dass es vielleicht nicht schwer ist, wenn der nach ihnen an der Familie dabei würde ich so, oder nach ihnen von der Kammer oder von Trainer oder so, du musst das aufgehen. Ja. Da muss ich eigentlich reden von so einem, das ist nicht so. Ja. Dass da in einfacher Situation, der Papa sagt, wie, das kann ich ganz gut verstehen. Ich hatte für eine Weilchen mir schwer gehabt, dass ich so nach ihm jeden wenig versuche. Und ich frage, wo das dann ja auch unbedingt war, Boxen und Gläser spielen, weil ich schwer ich muss dann denken, ich war nicht immer am schwer spazieren, wenn du so bestimmt lang. Wenn ich schon mal geht lang, ich kann noch gut machen, aber nee, ich ging lang. Dann ich so, wenn du manchmal gehst, so, dann steigen wir. Also ich bin 100 Liegestützen, dann fängt man immer irgendwie an. Dann bin ich da aber los. Aber ich sehe natürlich eine andere Residenz, man drauf gegangen, nur als ich nur gegangen. Und dann noch 200 Meter, dann machen sein Portfolio gesehen, dann, die mussten noch einmal 100 Pfund, wie es 20 €, sie da keine Summe mehr, sind nicht mehr, ne? Und dann habe ich bereit, so, was doch heißt, ich meine, ja, da kann man das tun, das war gut. Also, am Schwenken muss ich noch, am Schwerpunkt, also, man ist nicht länger, aber wenn der Konflikt sich, dann siehst du, okay, da gehe ich halt drum, wenn ich im Auto fahre, und ich so eine schöne Auto, gebe ich auch so, du hast okay ein Auto, da muss ich wirklich so, da war es ein Konflikt. Mit eng Aussichtspflicht, dass dann Kinder für Appartementsgeber muss zugesperrt sein. Ne? Ich schwöre mal, du musst den Bier zusperren, sonst lebt er fort. Das ist auch so. Ne? Du musst wirklich dann, wenn sie dabei ist, muss sie zusperren, weil sonst hast du durch Glocken, ne? Dann warst du dann, ne? 50 Minuten. Ne? Und du musst wirklich, wenn das auch das Last hast, muss ich noch den Papp oder den Schwerpapp, dann noch Grenzen setzen, sonst hast du wirklich Sinn gekehrt. Dass der Papp und der Schwerpapp, die Jünger und die Medien noch eine Grenze setzen. Das geht einfach, wir müssen sich auch trauen. Aber die andere Familie akzeptiert das auch gut. Ne? Und ich denke, die akzeptieren das auch. Ne?
muss ich immer lieber schwätzen, auch schwer machen, länger frei. Ich denke, das war ein Schritt, die muss man machen, dann muss ich das so machen. Dann geht doch mit der Elitlos ist dirigistisch genau so ein autoritär. Das ist nur so. Ich muss ihn aber einfach, ja, den Punkt setzen. In Usatz an den ethischen Debatten zu denen du froh aus natürlich wie die kann ich Autonomie von einer Person ausschneiden, aber wenn ich sie nicht registisch paternalistisch, also die Grenze ist ganz schwer und hier so es gibt auch keinen Präzedenzfall in den eng für alle klären und da sind immer die ständige Evaluation auch wenn die machen ich habe es für das hin oder dass die Person sich nicht selber gefährdet und schwingen man die du weil eine gute gewisse Suche kommt wirklich zum Wohl zum Schutz von den anderen. Da muss ich nicht wahrscheinlich scheinst du aber eigentlich machen, weil auch von dem Menschen kann klar wohl auch lucid Momente wo sie ganz genau wissen, was lief, aus dem Risiko aber heißt du gehen und dafür aus wirklich das ständig evaluieren auch das, was eine spannende Chance und noch weil ich an den ethischen Debatten wird so auch oft begegnen, dass es muss in ein tout-prix immer probieren eine Abwälzung zu finden, auch wenn dann weißt du konfliktreich was, muss immer noch das Gespräch Gesicht gegen die Person, weil ich auch so ein bisschen dahinter gestupst geht, dass das besser für sie ausfindet, den eigenen, ja okay, aber irgendwie kann kommen. Was natürlich auch eine Herkulesaufgabe aus jeder Personalität. Das ist aber schon etwas, wo ich probiert, ethisch mehr vertretbar zu handeln. Ja, wie an alle ethischen Überlegungen gibt es kein richtig und kein falsch, beziehungsweise es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt immer so ein Aufweihen zwischen Pro und Vier und du geht, das dynamisch immer neu evaluiert muss gehen. Und noch zu deiner Frau, Tom, zum Sujet Denis, das ist wirklich ein Sujet, den ganz tags bei uns auch an Konsultationen auch könnt, wenn Leute sagen, man will nicht beim Doktor. Das ist wirklich so ein Klassiker, auch eben ein Klassiker. Kann ich nicht forcieren, für beim Doktor zu gehen? Kann ich nicht forcieren, eine Diagnose zu holen? Eine Diagnose auch dann ja nur auch zu akzeptieren, das ist ja noch mal eine Etappe. Also das kann ich nicht forcieren. Ich meine, so wie es du gesagt hast, Nora, den Punkt als den, wo die Person anfängt, ein Gefahr zu gehen für sich selber oder für andere Leute. Ich meine, das, wie gesagt wird, die Aufsicht kriegt, das wohl dann, wo dann heißt aber muss angreifen. Aber sonst als ganz viel laissez-faire, laissez-aller, lass los, nochmal gefragt. Weil die nie ist so ein Phase von der Trauer, aber ich, ne? Ja. Nicht so auch würde wollen. Und Kinder reinkommen. Lass froh danach wie so, da muss man vom Blut sein. Ja, also für das Person sich selber nicht schuld an nicht den Menschen, die Schale gehört, Tieren mit Euro verwirselt, muss ich ja ein Einzelleid einfach in der Curatelle-Tutel sitzen, ne? Weil wenn ich denke, das wären 2000 Lire oder 1000 Euro, wird er runterschreiben. Und das ist dann noch die Frage, da muss ich bei einer Rolle kommen. Das geht doch nicht anders. Also ganz heiß, du sind Momente, die nicht schön sind, eigentlich. Am Leben, Ja. wie Gott sei Dank bitte da noch ein Kader, ein raschliche Kader, für den Kühlteil oder ein Kühlteil kann kosten. Kann sein, an der dem einer Person aus der Familie erklärt, du hast den Mann tot. Und was konstant, es kann nie, wir wollen einfach, dass es dein bleibt. Also, Kontrakt Mariage war so, dass es die einzige geben wird. Wir wollen, dass das dein bleibt. Wenn du heimst, du nicht konzentriert bist, dann gewinnt dich in der Drucksatz für etwas zu unterschreiben. Und das wäre dann nicht mehr. Dafür wäre der Lob gut, weil du darfst da immer dezidieren, wie das, wenn er wichtig sagt, immer müssen zwei Unterschriften sein. So ist es ja auch. Aber ja, weil mir gesehen, das kann auch mal so schief gehen. Dafür, also du wirst schon ganz speziell Kadern gehen, das kann auch erfreuen, also das ist immer kompliziert, also nur, vielleicht brauchst du mehr Berodung, auch eben wenn das noch rasch geht oder wenn eben kann Prozesse sind, für an eine Institution zu kommen oder an eine Assurance abgeholt wird. Die Zeit ist ziemlich schnell verflogen, deswegen muss ich dann, wir können nach 1 Stunde, 2 Stunden weiter schwatzen. Wir haben den Infozentrum Demenzheim, wir haben daheim an der Berodungsstelle Sicht,
Wir sind noch gerne offen für weitere Feedback, falls ihr euch wie viel hin noch etwas überlegt, weil ihr unbedingt das wollen, die könnt ihr gerne machen. Ich klicke heute kurz ein paar auf unseren Feedback-Fragebogen. Wir haben so in Fragebogen ausgeschafft, dass man wisst, wie der Veranstaltung von tut, weil ihr euch genervt tut, weil er gut von tut. Die muss ich nicht nur ausfüllen, weil wenn der euch angeschrieben wird an E-Mail-Adresse so los tut, werde ich das nicht per Link schicken und für euch dankbar, wenn der könnt das ausfüllen, weil wir wollen immer besser gehen. Und es sind echt ganz große Merci, dass ihr euch Challenge gestaltet habt, das schwierige Thema, so schön und so offen zu schwätzen. Vielmals Merci dafür, für wirklich Gewinn. Ich war hier und kann es so, und es war ein ganz großer Gewinn, so eine schöne Audienz heute zu holen, die so sich betätigt wird, auch wenn er noch so geschlagen gemerkt, die war da mal dabei. Also vielmals Merci dafür, vielmals Merci auch der Anna für den Infostand und Merci da. Ich komme von der Augustebildung, die immer tatkräftig hilft, Observation zu organisieren und eben auch zu filmen. Das Video wird, wie gesagt, in einem guten Montag auf YouTube sehen. Aber wenn ich mir etwas aufhalte, dann mal da wäre ich guckt, was ich wieder aus dem Programm, weil so unter wie Haut von den immer Römstadt. Aber im April geht es um Tabuthema Stigma vom Monoparental zu Lützeburg. Merci und kommt gut hin, passt gut auf den Job. Thank you.